willkommen bei Spiritualität riecht raus. Manchmal Mats und ich will heute mir ein weltliches Thema abbringen, aber da auch mal hier so ein mir kritischer Blick drauf gehauen, den vielleicht nicht so direkt esoterisch reden können, das spirituell, aber ein bisschen darauf hinweist, dass das Denken, weil im Moment in unserer Gesellschaft auflebt, das noch schon lange in unserer Gesellschaft auflebt, vielleicht nicht zu den gesondersten gehört, was die Entwicklung allgemein vom Mensch betrifft. Das ist ein von meinen Lieblingsthemen, wenn es um Kritik geht, heißt Pädagogie. Ich muss dazu immer ein bisschen schmunzeln, muss ich sagen, weil allgemein Leute, zum Beispiel die mit Klienten zu tun haben, sich den Ausdruck, dass ein Education.lu ziemlich verselbstständigt wird, mal so auszudrücken. Das heißt, muss sich ungefähr vorstellen können, für ein bisschen ein Bild zu gehen, schon bei einer Chauffagiste-Firma geschafft, aber dann irgendwann so ein Schuljahr vor die war, an den Chauffagist, dass du hingegangen und hat sich die Sache geguckt, da stung dann den Education.lu herum dem und hat ihm erklärt, wie den die Schuljahr zu fliegen hat. Aber die gesagt, Monsieur, los mich mal vielleicht mal Arbeit machen. Und dann hat er gesagt, du brauchst nicht zu machen, das tun ich gemäht. Und dann hat der Chauffagist gesagt, das ist der Grund, für was so Foodie ist. Also ein bisschen den Punkt da. Du stellst dich aber die Frage, für was ist das so mit der Pädagogie? Für was geht Pädagogie so oft an eine Richtung und auch ganz oft, für was haben wir das auch bei den Leuten, die pädagogisch geschult sind, so ein extrem so einen extremen, wie soll ich das ausdrücken, so Spuren, die an die Richtung gehen, da sind sie scheint, wenn sie froh stellt, ob sie mengen, sie wären immer am Gang mit Kindern zu schwatzen und sie müssten die Kinder erklären, auch wenn die Kinder 30 Jahre alt sind, müssten erklären, wie die Welt funktioniert und wie sie auch zu funktionieren haben. Und das ist sich ganz interessant, weil für ein Jahr sind ich in ein Buch geraten und an dem Buch als über Techniken gesprochen gibt, wie ihn erwachsene Leute etwas beibringt. Und da ist es den Unterschied an der Erklärung von wegen, was das Pädagogie also Pädagogie als die oder weiß, wie kann etwas beibringt, versus Andragogie, wie ihn erwachsene Leute etwas beibringt. Und das ist ein Thema, wo ich, wenn ich den Leuten erkläre, von 99% von den Leuten, die man nur lauschen, dieselbe Antwort kriegen, für was gebracht man Andragogie nicht bei Kindern. Also geht das ganz nach einer Schraube nicht weit. Dafür will ich mal für dich etwas erklären. Und ich werde also die Nuance von der NLP mit da ran, weil von der Transaktionsanalyse, das was die meisten Leute nicht wissen, das wo das Wort Pädagogie wirklich herkommt. Den Ursprung von dem Wort, das war ein Herr, ich gucke nur richtig auszuschwätzen, das war der Pädagogos. Und das war ein Sklav, den dafür da war, für die Sklaven kann er darauf zu bereden, was das wir späterhin ein erwachsener Sklav zu sehen. Ich mache eine Pause, dass er statt eigentlich so könnte ich den Kopf gehen lassen. Lo weiß ich natürlich, dass er ganz komplett so. Ja, aber das hat sich schon in der Zwischenzeit geändert. Und so, nee, ist dann ein Bewusstsein, also kollektiv, dann ein Bewusstsein, das weiß nicht mehr, wo das Wort hier kann. Also funktioniert die Sache noch immer auf dieselbe Art und Weise. Was bedeutet das? Wenn ein ja versteht mich noch richtig, das ist nicht jeder, den durch ein pädagogisches Schule gegangen ist, den nicht selber die Fehler daran gesehen wird, an den ein verdammt guter Prof, Schulmeister oder was auch immer ist, an dem die Sachen ein bisschen so mal mit ein bisschen mehr relaxer oder weißer mit den umgeht, wir haben da leider eine ganze Gruppe, die wirklich an die Richtung gehen. Und das hat natürlich einen Grund. Der erste Punkt in der Geschichte ist ganz einfach folgende. Wir sehen an einer Transaktionsanalyse, wo der Pädagog den Eltern ist, den man Kind schwätzt. Das heißt, wir sind nicht an erwachsener Ebene NRW, wo wir an gleicher Höhe schwätzen. Nein, das ist den Eltern den mit dem anderen man Kind schwätzt. Und die Leute sind so oder anders geschult, eine ganze Gruppe davon, die haben das so überholt, dass die kann immer den Blick nicht mehr ernst Gericht kriegen. Das heißt, egal mit wem die schwätzen, ob das wirklich ein Kind ist oder ob das ein Erwachsener ist der Blick von oben aufgerichtet. Und die probieren auch mit dem Erwachsenen und dem seinem Kind unzudocken.
Dat merkt den dann an der Aderweis wie der du huet die engem dann echtens mal immer erklären, dass sie selber schon nicht verstanden huet, dat heißt, wann en etwas nicht versteht, da leidet nicht darunter, dass sie nicht richtig erklären, mit leidet darunter, dass den anderen zu dumm ist, für zu verstehen, bis hin zu, dass sie engem so wie gefällig Martinen zu schwatzen wird. Was dann natürlich ziemlich darüber rausgeht, dass sie eigentlich Mist rundherum laufen und nicht mehr dürft zu sehen, wie der Stuhl den eben da steht. Das leidet nach immer an dem Wort und an der Schwingung und auch an dem Lehren von einem Pädagog dran, wo der Punkt ist, dass die Person meint, dass sie absolut, also wenn sie schwätzt, dann ist sie die es weiß, und all die anderen, wie ich immer so live ausdrücken, das sind ein 4-jährige Männer Bemittelter, die bei der Geburt nicht genug Sauerstoff kriegen. Schon so eine Anekdote, schon eine Person kannt, die zum Beispiel zu dem Thema Homosexualität immer ganz offen war und schon so ein paar Jahre nicht mehr begeht, und nachdem ich sie ein paar Jahre später begeht habe, knatscht sie mir entgegen und noch mit viel mehr Aggressivität, also wenn nicht mehr am Sinn von Schiedfried soll auf irgendeiner Weise glücklich sind, klatscht die mir da hin. Ja, also sowieso, ich sind auf den Schluss kommen, dass Homosexualität, dass das eine Krankheit ist. Also wir schwätzen noch nicht, dass das war, den man das 1950 gesagt hat. Wir schwätzen davon, dass das eine Person ist, die man das 2010 oder so gesagt hat. Also wir sind aber schon an einer modernen Zeit gewesen. Und der Punkt war, auch wo ich mit dem Argument komme, sind gesagt, ganz normal an der Natur, als Homosexualität etwas, was regelmäßig und natürlich auftaucht, zu der Welt eine Überbevölkerung gibt, also spielt das ja schon auch an die Natur an. Nee, es schon die Dinge gemäht, die Schlussfolgerung gehabt, es sind zu dem Schluss gekommen, also das so. Okay, also der merkt, da geht es ganz oft an die Richtung, dass es extrem hart geht an dem Dinge. Da haben wir natürlich den Punkt, wo ich dann auch in den Hit gerate, wenn ich so eine Pädagogie, also für Kinder keine Lesung, weil die gehen immer auf die Art und Weise behandelt, dass sie so zu machen haben, wie sie gesagt kriegen, also ein bisschen am Sinn von do as I say, don't do as I do, das heißt am Sinn von ich als Erwachsenen, ist schon recht ernstes zu handeln, wie du mir ist so und der gefällt ist, wie du zu handeln hast. Du merkst ja aber den anderen schon der Prosch par rapport zum Sklav, der vom Meister einer Maniere gesagt, wie hier selber der als Sklave auf den Weg zu bringen. Also wir sind auch immer da, wir können nicht drin erklären, wie wir wollen. Wir sind natürlich auch ganz cool Leute, die auf den Punkt kommen, also ja, wir können auch die Sache erkannt als Erwachsenen zu behandeln, das ist vollkommen falsch. Jein. Ich kann nicht mehr mit einem klaren und missverständlichen Jein erklären. Und dafür will ich mal für dich erklären, was Andragogie ist. Andragogie heißt, einem Mensch, der ihm etwas beibringt, einen Kader zu schaffen, an dem man die Sachen üben kann, die soll lehren, für das einen gewissen Fluss damit kriegt, für du noch können, das Wissen, die Erkenntnisse, die Übung, die du dran hast, auch draußen an der Welt können zu gebrauchen. Ich schon persönlich schon nicht raus von das im Grund, in der du nicht auch für Kinder soll machen können. Das heißt, die Kinder die Möglichkeit an einem gesicherten Kader, die Möglichkeit zu gehen, Sachen auszuprobieren, für das sie hier Erfahrungen machen, die schon auch viel mehr weit gehen wie Theorie. Wir erinnern uns an den Podcast von 4 drin. Und wo sie dann in dem Moment auch ein Selbstbewusstsein können entwickeln, am Sinne von, oh, ich schon nicht selber fertig gebracht, ich schon nicht selber hingekriegt. Ohne an den Aspekt zu kommen, von welchen du es hat gefallen so zu machen, mit das sind seine eigenen Erfahrungen, seine eigenen Erkenntnisse kann machen und nicht alles theoretisch einfach nur ein angebläut kriegt, dass wir an Mengen an absolut eine Sache, die machbar wird, was ein schulisches Konzept auf jeden Fall mal betrifft. Wir brauchen es nur nicht für Politik zu machen und über die schulischen Dinge anzugehen. Das heißt, was mache ich an dem Moment, wenn ich auf der Transaktionsanalyse von der NLP hole? Wenn ich schwätze davon habe, dass man ein Eltern ist schon, dass man ein Erwachsenen ist schon, ein Kind ist schon. Das heißt, ich beginne dem Kant Erwachsenen. Das heißt nicht, dass ich das Kant komplett als Erwachsenen angesehen, aber ich unterstütze, damit das Kant oder das Leute kennt, ob die oder weiß, Kant unterstützen, für einen Erwachsenen zu entwickeln. Weil, wenn ich sich noch ein bisschen mit der NLP, also beziehungsweise mit der Transaktionsanalyse auseinandersetzt, was ich schon erklärt habe, kann ich den Podcast gerne nachlesen,
mehr entwickeln in der Wurzeln ist dadurch, dass man über den Teil gehen, die mehr als Rebellen kann kennenlernen, mit das eigentlich stehen und den von uns, dass die sagt, ich will die Sache allein probieren, ich will die Sache allein schaffen. Also gibt man genau den Teil unterstützen, dass die nicht mit rebellieren, mit dass der seinen Job proper kann machen und sich doch aus gesunden Erwachsenen entwickeln kann. Das heißt für mich an Mengen an, und das will ich wirklich klarstellen für die Leute, die älter sind und die Mengen, ich gebe da irgendwo etwas unterstellen. Für mich ist da dran an den Dingen absolut nicht, dass ich der Meinung sehe, dass du für Account an allen Fällen mit allen erwachsenen Themen, als Sujets, als Probleme muss behelligt gehen. Absolut nicht. Du sie Sachen, die gehören nicht an Kanner Ohren, nicht an ein Kanner Psych, an, wie soll ich sagen, die Sachen, die sind einfach zu groß für Kanada, das ist absolut kein Ding. Und dafür sind wir als Erwachsener da, für das abzufangen, an eben den berühmten geschützten Raum, von dem wir schwätzen, zu schaffen. Aber ich will aber noch auf der anderen Seite klarstellen, dass man vielleicht den anderen an der Schwarzen Dollar nicht drin und wir schwatzen einfach allgemein an der Schwarze besonders education.lu, man könnte abhalten, Kanner für Idioten zu haben. Weil wenn es scheint, sonst macht kriege wie verschiedene Leute, das und so, den ist der Klang, die versteht das nicht. Das ist eine Menge immer so eine Sache für sich. Kanner verstehen viel mehr, wie wir Mengen. Und eine Menge an, als du ganze Kopf Arbeit zu machen, für die Approche der Kanner gegenüber, einfach die Sachen Ernstes rüberzubringen. Vertritt das wenn ich am Hinsicht auf Spiritualität an, ob Esoterik an so viel Runden betrachten. Auch da hatte ich für kurzer Zeit ein Thema, das irgendwie gefragt wird, von wegen, ja, kannst du gefangen Fragen zu stellen? Ja, kann er Stelle Fragen, was sind das für Karten, etc., etc., aber wo dann B-mal an einem Dingen, an einer Gruppe, so ein Clash losgegangen ist, von wegen, ab was im Alter, also kann, groß genug, für das ich schon kann, die Sache beibringen. Ich bin der Meinung, dass die Frau sich nicht stellt. Wenn der Kanter mit den groß geht, und das lebt natürlich auf, und nicht an irgendeinem mystisch magischen Dingen, dass das Kant irgendwo eine Angst entwickeln, mit das natürlich mit überhält von den Eltern, da kann das Kant 4 Jahre alt sein. Ich schon mit 5 Jahren gelernt zu meditieren. Ich war dabei, wenn meine Mom automatisch geschrieben hat, der Kontakt mit der Baum abgeholt wird. Bei uns also die Dinge, das Thema nicht gehen. Was das Konsequenz davon ist? Konsequenz ist nicht ein Negativwort, das einfach ein neutrales Wort für die Leute, die auch da ein Problem sollten. Man dafür ganz einfach, ist schon keine Ängste gegen Verstorbene abgesagt. Für mich sind die Sachen natürlich gelernt, ich schon natürlich mit denen Sachen geschafft. Und ich konnte auch natürlich praktisch Erfahrungen machen, weil ich einfach da mit an die Flosserei gesehen und auch die Ethik da mit auf den Weg gekriegt habe. Meine Mama hat probiert, alles das zu erklären, auf einem Level, der für ein 5-jähriges Kind verständlich war, weil das sind am Anfang schon einfach Sachen, die ihr möchtet, dass du nicht das doof, wie gesagt, ein großes Ritual da abgefordert gehen ist. Aber die Sachen sind absolut möglich, einem Kind von Anfang an mit auf den Weg zu gehen. Aber wenn du irgendjemand könnt, an den erklärt man, nee, ab 12 vielleicht, oder auch wenn der großjährig ist, das sollen sich damit befassen, wenn man das da will, dann stelle ich mir die Frage, inwiefern, also nicht eure Responsabilität, schon eine Basis zu gehen, ob der ihr vertrauen kann, anstatt dass der mit 18 Jahren du an Dingen herangehst, an damit die Zeit verstreichen lässt, wo die Welten natürlich sind. Weil kann er gesehen, Baby besonders. Wie kennt das nicht? Der Baby, der nicht so lacht, mit Langer ist Dauer guckt, an den Hand drunten lacht. Das heißt, die Sachen sind alle gute Noppen. Und sich mal mit etwas, so mal etwas Schreckliches, weil wir gehen hin, und wir holen de Kanada de Wäsch. Und dann, mit 18, dürfen sie sich dann selber ploen und gucken, irgendwo du eine Basis zu kriegen, die man ihnen nicht auf den Weg können gehen. Und versteht mich richtig? Natürlich ist es am Anfang besonders, weil wir wirklich an eine Generation kommen, wo wir das mehr haben. So, ich hatte die große Chance, dass meine Eltern dann da am Denken eine Generation für drauf waren. Aber am Sinn von, wie bringen wir das darüber? Auch auf der anderen Seite gesehen, ist in der Zwischenzeit auch viele Gruppen, die Tarot, die auch kann gehen, die vielleicht ein bisschen mehr Duspieler haben, die ein bisschen mehr harmlos sind, für das nicht direkt die schlimmsten Bilder, du kriegst dann du Albträume entwickelt, etc., etc. Gehen da Sachen, die Schienen mit auf den Weg gehen in der Richtung. Ja, lauscht doch ihre Kanner mal nur, wenn sie so mal Angst an der Kummer haben und dann der Bemol sagt, ja, mit so steht ihn da. Dann ist es nicht viel zu sagen,
das gesagt so Medi darüber können anzuholen, weil von Account seht du steht den, da kann ihn ziemlich zu 99% sehen, dass du steht, das ist mehr als er wussten nicht wie unbedingt gesehen. Also wie gesagt, auch du als Mengen an, das pädagogisch ein vollkommen Fehlkonzept für die Kanada dort beizubringen, und auch du an die Richtung zu gehen. Du bringst da theoretisch bei, mehr an einer spielerischen Weise, so wie der Live am Spielen lehrt, wie ein Herr geht. Genau so kann du auch löser an die Sachen herleiten, an einem geschützten Kreis, wie eigentlich dann Pädagogie weiß. Vielleicht bringt das durch den anderen mal auf den Gedanken, die Sachen ein bisschen anders zu packen, genauso gut was Lehre betrifft allgemein oder den Umgang mit den Kindern am allgemeinen par rapport zu dem, was angeboten wird an unserer Gesellschaft, an unserer Pädagogie, und auch natürlich was Spiritualität betrifft, für sie es so mal ein bisschen mehr spielerisch mal daran zu leiden, und sich da ein bisschen mehr Gedanken zu machen, wie, was, wo kann er Lehre noch. Wie ist das? Wie immer geht, kann der Lehre gehen durch die Fallen. Voilà, also, wenn ihr das ein bisschen an einem gesicherten Kader mischt, geschieht da nicht ganz viel. Also, da schwätzt nicht als eine Erfahrung. Insofern, wie immer, vielmals merci für das Nachlauschen, eine schöne Mittag, einen schönen Abend, eine gute Nacht.